Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Fantasy Life und heute gehen wir mal gucken, ob wir den guten Edward aus dem Abgrund da befreien können. Das haben wir uns ja gestern vorgenommen. Hat gestern nicht so gut geklappt. Oh, Pflanze. Hat gestern nicht so gut geklappt und jetzt geht's hier gerade weiter, dass ich abgelenkt werde. Achso, ja, wir haben natürlich zwei Leute dabei. Kunugi und Chiron. Und die müssen noch fleißig hochleveln. Ey, die haben gerade mit... Ich hoffe, wir finden hier gute Bäume. Ja, ich auch. Okay, das geht also recht schnell mit dem Aufsteigen, dass die auf meinem Level sind. Das ist gut. Das ist nämlich das, wo ich ein bisschen mir Sorgen gemacht habe, dass die jetzt auf Level 1 sind, ich aber schon auf Level 16 so im Schnitt. Dass das jetzt halt ewig dauert oder so, aber nö. Wie man hier sieht, das geht recht flott. Ja, komm. Hier, ich... Ja. Kannst du mal aufhören, mich zuzulabern? Ernsthaft jetzt? Wir finden hier keine Bäume. Wir sind hier irgendwie woanders. So. Also, hier waren wir ja schon. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen gucken, ob wir da noch irgendwie was Neues finden. Zum Beispiel diese Kisten. Ja. So, ich habe Rindfleisch in einer Kiste gefunden. Weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wieso willst du? Das ist jetzt irgendwie, also das ist schon nervig, wenn die ganze Zeit von Bäumen redet. Ich weiß, dass wir hier nicht richtig sind, aber du könntest trotzdem jedes... Mal gucken, ich dachte jedes Mal, wenn ich stehen bleibe. Nee, die ist hier sehr geschwätzig. So, in jedem Raum... Uiuiuiui. In jedem Raum denselben Satz. Ei. Aber warum denn nur Kunugi? Was ist denn mit Chiron? Will der nicht, oder was? So, egal. Hier, guck. Felsen. Jetzt hat. Diesen Felsen soll ich für euch durchbrechen, ja? Das mache ich mit einem Schlag. Zeig mal her. 3, 4. Naja, also ein Schlag ist relativ. Aber okay, ne? Du bist ja tatsächlich der legendäre Grubinator. Hilfst du uns, wenn wir wieder mal einen Schürfer brauchen? Klar doch. Wenn ihr Hilfe beim Schürfen braucht, kann ich für euch Schürfer spielen. Ach, Schönerle. Was heißt hier spielen? Du bist doch Schürfer. Grubber gehört nun zu den Inselbewohnern. Yay! Ja, aber was quassel ich hier noch rum? Ich muss zu Edward. Edward, bist du in Ordnung? Werden wir gleich sehen, ob Edward in Ordnung ist. Okay. Seid ihr hier, um mich abzuholen? Edward, du hast gut durchgehalten. Was ist das? Ja, selbst ich brauche Zeit, um so viele Schriften zu lesen. Aber die Zeit hat sich gelohnt. Cory meinte, es wäre die Lernhöhle. Aber für dich ist es wohl eher das Paradies, oder? Ja, echt, ey. Also hier, ich würde es auch gut finden. Jetzt kann ich mich mit neuem Wissen weiter der Erkundung des Abgrunds widmen. Also, wie es aussieht, hast du ein Talent dafür, Verbündete zu finden. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf dich zählen. Jo. Okay, dann hätten wir dieses Mysterium gelöst. So schlecht. Warum hat er denn aber so geschrien? Naja, wenn du Freunde mit Sammlerleben in deine Gruppe holst, kannst du ihnen mit Y zuweisen, was sie sammeln sollen. So kannst du viele Gegenstände sammeln. Okay. Als der Felsen zerbrochen ist, ist Cory sofort abgehauen. Sie würden es aber sicherlich wieder irgendwas. Also. Ich würde dir mit Y... Achso, ist das falsche Y oder was? Pass auf. Nee. Nun. Seltsam. Oh ja. Achso, kann ich jetzt hier... Aha. So. Jetzt ist die Frage... Also, ne? Nein, du sollst schon... Hier, pass auf. Was ist denn hier los gerade? So, ich muss da rüber. Und jetzt... Zack. Mann, sind wir gut. Okay, wir können also... Und die anderen feuern uns an, oder wie? Ah, Level 2 Kupferader, da lache ich doch drüber, oder? Komm her.
So. So, Level 4 Kupferader, da lache ich schon nicht mehr so. Da gehe ich dann mal ernsthaft gucken. So, guck. Also Chiron macht scheinbar, guck mal, auf den Felsen drauf irgendwie so ein Dingens, dass der weniger Energie hat oder sowas. So, jetzt aber. Okay. Cool, danke. Ah, guck mal, hier da oben sind Gegner. Jetzt geht's dir an den Kragen. Zack, zack. Das sind Level 12 Wölfe. Aber mich speisen sie hier mit Level 3 Dingen sie ab. Geht ja gar nicht. So. Okay, okay, doch, Chiron kann ein bisschen beim Kämpfen helfen. So, komme ich an diese Kiste dran, wenn ich sie von hinten öffnen will? Nee, natürlich nicht. Ja, aber ich habe ja die Kiste gesehen. Bin ja nicht... Achso, ich kann einfach darüber hüpfen. Oder? Ja, doch, guck. Ja, ich hoffe auch, dass wir hier gute Bäume finden. Wunderbar. Muss mal gucken, ob man das irgendwie ausschalten kann. Das nervt schon ein bisschen. Was gibt's hier? Ein Sack voll Kupfer. Ja, okay, nehme ich mit. Da drüber, da drüber. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Okay. Was ist denn das? Das hat ein Blümchen. Und ein Herz. Ein Herz und ein Blümchen. Das kann nur was Gutes sein. Ist das ein Maschinenwesen aus der Vorzeit? Extraordinary. Ausgezeichnet. Dieser Abgrund hält eine Überraschung nach der anderen für mich bereit. Bin ich jetzt auch noch Reparateur? Surbib Radrian aktiviert. Nicht zu fassen. Es kann sich noch immer bewegen. Es erinnert mich irgendwie an Schloss im Himmel. Weißt du, dieser Ghibli-Film da? Ja, egal. Also es kann sich noch bewegen. Es hat Radrian gesagt. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das ist sein Name. Vielleicht ist es sein Codename? Hm? Scheint Interesse an dir zu haben, Trip. Hast du eine Idee, warum? Wahrscheinlich wegen dem Helm, oder? Woher soll ich das wissen? Ich habe das Ding noch nie gesehen. Das liegt sicher in meinem anziehenden Charme. Ja, bestimmt. Oha. Ah, was soll das? Es scheint dich gern zu haben. Oder vielleicht erinnerst du dieses Wesen an jemanden, den es kennt? Ob wir das Maschinenwesen bei uns aufnehmen können? Keine schlechte Idee. Finde ich auch. Das ist doch lustig. Von nun an bist du Teil des Edward-Forscher-Teams. Oh ja, ich glaube, er freut sich. Und dein Name wird Radrian lauten, benannt nach deinem Codenamen. Ja, da liegt noch ein Arm, den habe ich auch vorhin schon gesehen. Sag mal, ist das Ding auf dem Boden Radrians Arm? Cool, Maschinenwesenarm. Sieht ganz danach aus. Vielleicht kann ich mich später im Stützpunkt wieder anbringen. Vorher sollten wir uns auf die Erkundung konzentrieren. Okay, aber den nehmen wir schon mit, oder? Ah, haben wir automatisch mitgenommen. Gut. Gibt's hier was zu sammeln? Nein. Guck mal, da sind wir doch hergekommen, oder? Oder sind wir hierher gekommen? Nee. Also jetzt zeigt uns das da den Ausgang, oder wie? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Normalerweise zeigt uns dieser kleine Pfeil den Ausgang. Ich guck einfach mal. Ja, okay, komm. Hier sind wir hergekommen. Ach, jetzt zeigt er in die andere Richtung. Der will mich doch veräppeln. Hier, oder war ich jetzt doof? Ach, keine Ahnung. So. Genau. Gebt mir Gegner. Zack, zack, ausweichen. So. Da war noch einer. So. Das finde ich aber eigentlich richtig gut, dass die so schnell leveln. Wollte ich gerade sagen. So. Ich will aber erst noch ein bisschen was einsammeln. Okay, hier geht's. Ach so. Ach, guck da. Ja, dann räumen wir mal auf, ne?
Ja, eigentlich könnte Gruber das machen. Mann, der ist doch Grubenmann, eine Schubkarre gewesen. Könnte man jetzt denken. So, ich will jetzt aber mal gucken, was das da ist. Entfernen. Monstergemüse lässt sich nur mit der Kraft des Lebens Farmer entfernen. Erforderliche Sammelstärke mindestens 200. Ja, dann, macht mal. Ja, ich bin kein Farmer. Ich kann doch kein Farmer sein. Ich habe noch 2 Jobs, die noch offen sind. Die wir aber noch nicht gefunden haben. Und das ist schlecht. So, was gibt es denn hier? Verschwindet. Da ist er ja wieder. Hübsche Effekte, Mädel. Mist, da ist er wieder. Wie oft muss ich euch noch sagen? Ihr seid wohl schwer vom Begriff. Kobi, nicht wahr? Vielen Dank für die Schriften. Sie waren wahrlich interessant. Was? So war das nicht gedacht. Ich könnte platzen vor Wut, aber diesmal halte ich euch wirklich auf. Obstaculum Magna. Warte, atme tief durch. Und lass uns in Ruhe reden. Genau so sieht's aus. Ist das ein Gemüse? Ja. Egal. Jetzt, etwa ist schon wieder allein davon gerannt. Ich frage mich, wie das Innere davon aussieht. Und der Geschmack interessiert mich auch. Warum bist du schon wieder hier? Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Was ist das für eine klebrige Flüssigkeit? Und ja, nichts übrig lassen. Edward, oh, was ist da eigentlich los hier? Heiß? Aua, ouch. Keine Ahnung, was da drüben los ist, aber Edward ist wieder in Gefahr. Wir müssen ihn retten. Schnell. Ja, aber da ist ein riesiges Gemüse. Ich glaube, da kommen wir nicht bei, oder? 1, 2 und... Okay. Will er nicht, ne? Meine Ohren, verflixt, das ist kein normales Gemüse. Ach, mach Sachen. Wir müssen einen Weg finden, dieses Gemüse rauszuziehen. Gehen wir in die Vergangenheit und hören uns dort um. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir gehen jetzt in die Vergangenheit und hören uns um, wie man denn Farmer wird. So. Komm mal her. Ja, ich hoffe, wir finden hier gute Bäume. Aber sowas von hoffe ich das. Ich bin hier, ach daneben. So, aber zuallererst mal, also wir müssten eigentlich zum Drachen gehen, aber pass auf, wir brauchen nämlich noch ein Häuselein. Ach, guck mal, da steht er. Der Radrian. Hey, Perl! Los, bringen wir seinen Arm in Ordnung. Okay. Klick, klack. Okay, lustiger Geselle. Hey, er scheint sich drüber zu freuen. Scheint so, ja. Wie? Die körperliche Arbeit sollen wir dir überlassen? Tu dir keinen Zwang an. Ab heute bist du schließlich Mitglied des Edward-Foscher-Teams. Yeah. Der Radrian-Bau wurde freigeschaltet. Drücke linker Button, um einen Radrian zu rufen. Einen? Gibt's mehrere oder wie? Mit dessen Hilfe du das Terrain verändern kannst. Radrian scheint noch versteckte Funktionen zu haben. Erkunde den Abgrund weiter, um brauchbare Teile zu finden. Okay. Okay, jetzt bin ich aber... Warte mal. Bin ich aber doch mal gespannt. So. Okay. Ah, ich kann mir Wohnhäuser bauen. Das ist schon mal gut. Gut. Das habe ich nämlich auch vor. Und zwar linker Button, um den zu aktivieren. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Bewege den Cursor mit L und wechsle mit LT oder RT zwischen Gestaltung und Baumodus. Im Baumodus kannst du Terrain bearbeiten. Radrian kann dir beim Platzieren von Objekten helfen. Öffne einfach die Liste mit rechter Button, wähle ein Objekt. Du kannst platzierte Deckobjekte auswählen. Okay. Also quasi, der kann quasi dasselbe... Oh, warte mal. Ich kann einen linker Button drücken und alle... Oh, das ist praktisch. So, machen wir das gleich mal. Alle Blümchen einsammeln. Wie viel habe ich jetzt? 43, gut. Das ist ja voll praktisch. Mann, ey. Oh, das ist irre praktisch, ja. Okay, ich will einen Mann mit einem dicken Haushalt. Nee, ein Haus will ich haben. Wo ist ein Haus? Da, oder? Grashang. Ich will doch kein Grashang bauen. Ach so, Moment. Ja, Baumodus beenden. Sorry. Ich muss ja erst ein Haus genehmigen lassen. So, Moment. So.
So, ich muss ja erst ein Haus genehmigen lassen. So, also, ich hätte gerne ein Wohnhaus, ja? Und zwar eins bauen. Und dann noch ein schwarzes. So, das würde ich gerne bauen, okay? Also, das Baukit. Alles klar. Das war's schon. Alles klar, dankeschön. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt kann ich auch ein Haus bauen, ein drittes. Ich glaube, das ging die ganze Zeit nicht. So, jetzt, was ist denn hier jetzt eigentlich? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, aktiviere den Radrennbau. Gut. Was gibt's? Holzbrücke und kann noch ein Wohnhaus mehr bauen und hab mehr Felder. Okay. Gut. Gut. So, dann tun wir mal den Radrian aktivieren. Hallöchen, Popöchen. Ich würde gerne ein Haus bauen. Oh, das ist so viel angenehmer mit dem. Das ist so viel angenehmer. Jetzt ergibt das plötzlich alles Sinn. So, sollen wir den Radrian gegenüber von, oh, das geht nicht, von ihr machen? Na, muss ja jetzt auch nicht sein. Ja, aber da wohne ich. Ja, da muss es auch nicht sein. Da will ich nicht. Jetzt pass auf. Was ist denn, wenn ich jetzt das hier, Schutt, kann ich den alleine? Das kann Radrian nicht bewegen. Ah, okay. Nein. Okay, Kunugi, du kriegst jetzt einen Mitbewohner. So. So, sieht gut aus, oder? So. Ja, nicht direkt dran. Ein bisschen Platz wollen wir ihm schon lassen. Oder ihr. Also, hier bauen, bitte. So, jetzt Baumodus beenden. So, wir wollen heute ja nicht den ganzen Tag wieder bauen. Heute wollen wir noch ein bisschen mehr Gedönse machen. Gedönse, ja. Tagesmission erfüllt. Ja, ist gut, oder? Kann ich mir die abholen? Weiß ich nicht. Okay, so langsam wird's hier. So, jetzt hat aber, komm, weiter geht's. Also, ich fliege mit Knochi nach Tixingen. So, und ich möchte mich umhören, ob irgendjemand weiß, wie man Farmer werden kann. Das wäre irre gut. Und ich möchte mich des Weiteren noch umhören, warum meine linke Ohrmuschel so juckt. So, also. Oh, da bist du ja. Und Trip, ich habe euch 2 lange nicht gesehen. Hallo Tantchen, weißt du, wie man Monstergemüse aus dem Boden ziehen kann? Monstergemüse sagt mir nichts. Aber Prinzessin Rem meinte, dass sie euch so gerne sehen würde. Sie ist gerade mit König Ranor zu Besuch im Dorf. Geht am besten mal zu ihr und sagt Hallo. Machen wir. Dann können wir Rem auch mal fragen, ob sie was über Monstergemüse weiß. Ja. Gute Idee, die Prinzessin weiß so viel. Und sie ist so hübsch. Genauso hübsch, wie ich als junges Mädchen war. Und ich erst. Ja, wer es glaubt. Danke. Es ist wahr, in meiner jugendlichen Blüte redeten alle davon, dass ich die hübscheste im Dorf sei. Wie viele Leute waren denn im Dorf? Du und dein Vater oder was? Noch dazu hatte ich Talent. Ständig wurde ich um Rendezvous gebeten. Rendezvous, Mehrzahl, Plural, so. Aber es gab etwas Wichtigeres, was ich zu erledigen hatte. Geld verdienen. So. Guck mal, die schlappen mir jetzt alle hinterher. Also, ja genau, wo ist Rem? Da drüben? Ne, das ist die Schürfergilde. Oh, warte mal. Der Schindel hat wieder einen Auftrag. Oh weh, du kommst gerade wieder wie gerufen. Ich stecke in einem Riesenschlamassel. 3 Tage hielt ich es als Holzfäller aus, bis ich die Nase voll hatte und dann wuchs es mir. Das Horn eines Monsters. Ich muss schnell ein neues Leben finden. Aber ich habe eine neue Idee. Mein Onkel ist Angler. Ich glaube, das könnte ich auch gut. So ein paar Fische fangen. Du weißt ja, wenn schon, denn schon. Also brauche ich eine Pinienangelrute von guter Qualität, damit ich den Start schaffe. Ich flehe dich an. Du bist meine letzte Rettung. Nehme ich doch an. Und zwar gerne. Ja. Und jetzt pass auf. Achso. Jetzt wollte ich ihm gleich eine geben, aber ich brauche ja Mindestqualität gut. Was ist mit ihm hier? Der Ingo will auch noch. Oh, jetzt haben sie alle neue Sachen, oder wie? So. Du bist es wieder. Meine Hochzeit ist wieder ein Stück in die Ferne gerückt. Warum? Was los? Diesmal ist das Problem der Vater meiner Freundin. Er will der Hochzeit nur zustimmen, wenn ich es schaffe, eine Pfanne herzustellen. Ich will eine makellose Pfanne machen, die ihn zufriedenstellt. Dafür brauche ich allerdings Hakana-Eisen. Willst du mir etwas besorgen? Hakana-Eisen. Sowas habe ich nicht. Okay. Nicht vergessen, ich brauche Hakana-Eisen. Es geht um die Zukunft. Ja. Sonst noch irgendwer hier? Ja, scheint so. Rem. Was ist denn hier los?
Große Besprechung oder wie? Also dann, Prof, melde dich, wenn meine Bestellung fertig ist. Mein Thron wird an sonnigen Tagen schrecklich heiß und bei Regenwetter ganz nass. Ein riesiger Schirm würde bei jedem Wetter helfen. Natürlich bin ich auch schon auf meine andere Bestellung gespannt. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Meine tüchtige Assistentin und ich werden uns gleich an die Arbeit machen. Die hat irgendwie ein bisschen Angst, oder? Was sagst du? Der Professor ähnelt mir? Ja. Inwiefern? So komisch wie der sehe ich nicht aus. Hallöchen, Popöchen. So, wie geht's denn? Ich habe schon nach euch gesucht. Steht ein neues Abenteuer vor der Tür? Ja, Monstergemüse. Diesmal braucht ihr also eine Methode zum Ernten von Monstergemüse. Oh, dazu fällt mir eine Geschichte ein. In dem Buch Das Schreihalsgemüse geht es um ein Gemüse, das so laut brüllt, dass niemand es aus der Erde herausziehen kann. Doch als jemand eine Blattlinkshacke einsetzt, lässt es sich still und brav ernten. Danke für den tollen Tipp. Also, wo finden wir so eine Hacke? Kann ich, glaube ich, herstellen. In diesem Königreich gibt es eine Insel namens Hakana. Gibt es da auch Hakana-Eisen? Dort soll das Dorf Blattling liegen, in dem Naturgeister wohnen. Dort könntet ihr vielleicht eine finden. Wollen wir es versuchen? Ja, schon, oder? Hast du gehört, Krümelchen? Unser nächstes Abenteuer führt uns also nach Hakana. Hurra! Aber sowas von Hurra. Guti. Nicht so schnell, Rem. So eine weite Reise erlaube ich dir nicht. Was, wieso nicht? Ja, aber Bruderherz, du weißt doch, dass das ein besonderer Ort für mich und Krümelchen ist. Bitte lass mich gehen. Dackelblick. Oh, Dackelblick hilft nichts. Du weißt genau, dass ich weich werde, wenn du mich Bruderherz nennst und so anguckst. Schon gut, schon gut. Aber sei vorsichtig. Dackelblick hilft. Vielen Dank. Versprich mir, meine Schwester zu beschützen. Ja, mache ich doch. Ich will nicht, dass sie noch einmal in solch eine Gefahr gerät. Was denn für eine Gefahr? Als Rem noch ein Kind war, wurde sie entführt. Oha. Sie wurde draußen von Räubern geschnappt. Damals ging es glimpflich aus, aber wenn ihr was zustöße... Ich habe es unserer Mutter doch versprochen. Was hast du ihr versprochen, dass ihr was zustößt? Das ist aber ein komisches Versprechen. Achso, du musst Rem immer beschützen. Ich werde wohl nicht mehr erleben können, wie Rem heranwächst. Warum denn nicht? Was war denn mit der Mutter? Doch solange sie dich hat, wird alles gut, mein starker, schlauer, lieber Junge. Kümmere dich um Ren, du bist schließlich ihr tapferes Bruderherz. Ockeli dockeli. Very well. Mein Vater legte bei seinem Tod die Zukunft des Königreichs in meine Hände und meine Mutter bei ihrem, die meiner Schwester. Es ist meine Bestimmung, das Land und Rem zu beschützen. Kein Wunder, dass du ständig so besorgt um sie bist. Wenn Rem etwas passiert, landet ihr beide im Kerker, verstanden? Und jetzt geht, ehe meine gute Laune umschlägt. Das ist gute Laune bei ihm? Er will uns in den Kerker werfen. Okay. So, leeres Haus wurde fertig gebaut. Achso, ja. Pass auf, Alchemistengilde. Ich gehe mal noch ein bisschen alchemieren, wenn ich schon mal hier bin, ne? So. Wähle im Fertigungsmenü bis zu 2 Freunde aus, die dir helfen sollen. Je nach ihren Fertigkeiten erhältst du Boni auf deine Fertigungsfähigkeit. Du kannst nur Freunde mit den entsprechenden Leben auswählen. Aha. Deine Freunde haben allerlei Fähigkeiten wie Spezialtechniken, die bei der Fertigung von Nutzen sein können. Erhöhe die Verbundenheit mit deinen Freunden, um ihre Fähigkeit freizuschalten. So. Pass auf. Wir müssen irgendwo eine Pfanne herstellen. Oder habe ich mich da geirrt? Bin ich jetzt nicht blind? Also, ein Bronze-Großschwert. Ja, machen wir doch, oder? Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. So. Dann ist jetzt nicht Alchemistengilde, aber hier als Schmied kann man auch was machen. So, jetzt gucken wir aber. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen hier. So. So. Dann gucken wir doch mal, dass wir dieses blöde Schwert hier fertig kriegen, ne? So. Und so und so. Wie 99%? Ich kann das noch nicht machen. Ich bin noch nicht stark genug oder wie oder was? Na, nicht erneut versuchen. Och Mann. Kann ich nicht abbrechen. Tut mir leid. Ich kann das hier nicht abbrechen. Kann versuchen, besser zu werden, aber abbrechen geht nicht. Das war falsch. Ey, hopp, komm, hör auf zu wackeln. Mach hin. So. So.
Okay. Jetzt komme ich sogar nur auf 94, bin ja noch schlechter. Ja. Und jetzt hör auf okay zu sein. Ah, guck mal, ich kann nicht mehr erneut versuchen, weil ich keine Materialien mehr habe. Aufgabe zuweisen. Was könnte ich ihm denn zuweisen? Aha. Ein Haniwa-Stein. Ich glaube, das mache ich lieber selbst so. Okay, ich weise ihr mal eine Aufgabe zu. Ach so, guck da. Fertigungsfähigkeit empfohlen 100 und sie hat 123. Erfolgsrate Mittel. Mittel, also Mittel ist jetzt nicht so mega. Zeig mal her. Naja, okay, sie hat einen Stuhl hergestellt. Ich habe auch schon mal Stuhl hergestellt. Mehrmals am Tag. So, okay. Ja, kriegen wir schon noch irgendwie hin. Also, ich muss mich erstmal kurz hier umgucken. Guck mal hier, also da. So, wir gehen jetzt da erstmal ein Ei klauen. Das ist das Wichtigste. Hey, komm, mach Platz, ich brauche ein Ei. Denn das ist, glaube ich, eine Tagesaufgabe, siehst du? Ich hänge hier fest. So, wo muss ich denn hin? Achso, ich muss mit Knochi reden. Ist klar. Alles klar, Knochi. Klar, Knochi, so rum heißt das. Hallöchen, Popöchen, so sieht's aus, Maus. Hol uns hier raus. Knochi, bringst uns nach Hakana? Ajo! Okay, alles klar. Hakana liegt nordöstlich von hier. Es ist eine wunderschöne Insel mit viel Grün. Der Wald wird dort seit jeher vom weißen Baum, einer Art magischen Baum, beschützt. In seiner Umgebung wohnen angeblich Naturgeister. Und es gibt dort den leckersten Mais. Wir bekommen immer welchen vom Erntefest. Darauf freuen wir uns das ganze Jahr. Nicht wahr, Krümelchen? Ja. So, jetzt hör auf zu schnattern und flieg los, Schnatterinchen. Die Insel wird euch gefallen, ganz bestimmt. Los geht's. Also gut. Aha. Ein neues Gebiet freigeschaltet. Oh ja, da ist auch ein großer alter Baum. Ich kann jetzt nach Hakana reisen. Wurde auch Zeit. So. Keine Ahnung. Also, dann reisen wir mal los. Requiem für ein Gemüse. Neue Story. So, jetzt, ja, mach. Hier. Gruppe anpassen. Nee, ist schon in Ordnung. Mehr habe ich nämlich nicht. So, also nach Hakana. Dann gucken wir mal, wie es da aussieht, ne? Und ob wir da ein bisschen Hakana-Eisen finden und ich will noch ein bisschen Holz hacken. So, ja, aber scheinbar geht es erstmal mit Story weiter. Hakana. Das Land der Lichter und Lenker. Oder so. Ein Flug auf dem Rücken eines Drachen. Das war traumhaft. Aber musstest du die ganze Zeit so begeistert kreischen? Meine armen Ohren. Tut mir leid. Es war einfach zu toll. Ja, ihm hat's auch gefallen, glaube ich. Was ist Krümelchen? Oh, dieses Bild. Was für ein Bild? Nanu, hast du das Bild gemalt, Ren? Ja, ich habe schon immer davon geträumt, auf einem Drachen durch die Luft zu fliegen und Abenteuer zu erleben. Na, da hat sich dein Traum ja tatsächlich erfüllt. Dank euch. Hoffentlich kann ich eines Tages ein Buch über die aufregenden Dinge schreiben, die ich mit euch erlebe. Das ist nicht normal, oder? Nicht schon wieder, schreien die Dorfbewohner. Was ist los? Kommt, lasst uns nachsehen. Okay. Wer hat da geschrien? Und wieso ist die Anschlagtafel freigeschaltet? Erlerne 10 Fähigkeiten. Jawohl, cool, danke. So, ich habe hier eine nette alte Dame. Schon wieder ein Erdbeben? Oh, nein, nicht die Erde, nicht die Erde hat gezittert, sondern meine eigenen Beine. So, was machst du, Guido? Hey, hergehört. Yo, die Omis und Opis im Dorf sagen, ich hätte geträumt. Aber ich habe tatsächlich ein legendäres Gemüse gesehen. Yo, es war ehre groß und sprang einfach so aus der Erde. Bestimmt ist es aus einer anderen Dimension gekommen. Wenn ich daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Gekocht wäre es sicher lecker. Yo, was mit dir, Fluggi? Du siehst aber munter aus, danke. Das trifft sich gut. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schönen Baum für Holz, um den Zaun um mein Feld zu ersetzen. Es muss nicht immer alles nur praktisch sein. Die Ästhetik meines Feldes ist mir ebenso wichtig. Schließlich muss ich den ganzen Tag drauf gucken. Würdest du mir vielleicht ein paar Edeleichenstämme besorgen? Ich denke, so gut muss das Holz schon sein.
Zufällig habe ich 14 da. Bring mir bitte Edeleichenstämme. Ich werde in der Zwischenzeit über das Kürbis säen. Nee, mach mal langsam, Mädel. So, gut. Welch herrliches Holz du mir gebracht hast. Das nehme ich gerne. Hier, bitteschön. So. Die Stämme haben genau die richtige Größe und ihre Maserung wirkt wirklich edel. Daraus kann ich einen herrlichen Zaun bauen. Mein Gemüse wird Freudensprünge machen. Ja, geil. Her mit. So, 900 Geld und ein natürlicher Langstuhl gekriegt. Was auch immer ein Langstuhl ist. Nein, ich höre jetzt auf, hier dauernd Stuhlwitze zu machen. Ich gehe jetzt in die... Nicht Herberge. So, was ist dein Problem? Zart wie Butter und aromatisch. Eine wahre Geschmacksexplosion auf der Zunge. Na, von welchem Fleisch rede ich wohl? Schaffleisch, aha. Leider kommt es zu spät. Ich habe gerade all meine Vorräte verkauft. Ich brauche Nachschub. Aber ich habe selbst keine Schafe und am Eigentum anderer kann ich mich schlecht vergreifen. Wenn doch nur jemand etwas Schaffleisch mir bringen könnte. Zufällig habe ich noch ein paar übrig. Hätte ich doch nur etwas Schaffleisch. Hier, guck mal da. Ich habe Schaffleisch. Bitteschön. 10 Schaffleisch. Junge. Also, da wird sich die Kundschaft freuen. Die Hälfte verkaufe ich und die andere Hälfte esse ich selbst. Oh weh, ich hoffe, die Hälfte ist mir gut genug. So, gab schon wieder 600 Geld. So. Sehr schön, haben wir das auch. Sie schon wieder mit ihr? Ich komme jetzt nicht dauernd zu dir. Ich war erst bei dir. Was ist denn das da unten? Ein Hundi. Ein Hundi-Wow. Und das da? Oh, das sind Gegner, oder? Ah. Das sind Karotten. Ein Karottier. Au. Die machen irgendwie ziemlich weh. So. Sorry, aber die Karottiere... So. Also. Ich sehe schon, das sind rosa Bienen. Da ist eine Stufe 15 Pimi. Sorry, ich muss jetzt hier auch noch ein ganz wenig bisschen Holz hacken. Ungefähr so. So. Ich habe halt noch keinen anderen da, aber macht nichts. So. Was gab's? Irgendwas habe ich noch gekriegt. Weiß nicht was. So. Ja, ich hoffe, wir finden gute Bäume. So. So, also, erstmal muss ich gucken, wer hier geschrien hat. Ja, wer hat denn jetzt geschrien? Der nette Herr da vielleicht? Ei, hat mir das in Schreck angejagt. Die Erde hört in letzter Zeit kaum auf sie böben. Die Erde. Ah, da ist er doch. Ach so, ihre Felder sind alle kaputt. Oder sein Feld. Das schöne Feld für unsere Kürbis. Kirby ist total verwüstet. Dabei hatte Ignaz gerade das erst das Feld gepflügt. So, was ist denn hier passiert? Prinzessin Rem, hier auf unserer Insel. Das Erdbeben eben hat meine Felder zerstört. Ich frage mich, ob die Naturgeister schlecht gelaunt sind. Weißt du etwas über die Naturgeister? Wir suchen gerade den Weg nach Blattlingen. Mit den Naturgeistern kenne ich mich nicht gut aus. Aber ich habe gehört, dass man den Wiegenhain durchqueren muss, um nach Blattlingen zu kommen. Könnte natürlich auch bloß ein Gerücht sein. Auf jeden Fall gelangt ihr zum Hain, wenn ihr den Weg vor dem Dorf in eine andere Richtung des Stegs folgt. Was lese ich da eigentlich vor für einen Quark? Sorry, ich tue manchmal ein paar Wörter dazu machen. Das ist ja quasi nur gut für euch. Das heißt, mehr Wörter. Mehr Wörter ist gut, ne? Ich muss jetzt erstmal schauen, wie viel von meinem geliebten Gemüse ich retten kann. Ach übrigens, die Waldgeister sollen engelsgleich singen. Wenn ihr welchen begegnen solltet, müsst ihr mir später unbedingt davon erzählen. Okay. Alles klar. Ich soll mich wohl zum Wiegenhain begeben. Und der Wiegenhain, der ist da drüben. Ja komm, gib mir halt die Quest. Sieh dich nur an. Ja, ich trotz vor Energie. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich würde gerne den Zaun um ein Feld austauschen. Ey, du hast den eben erst gekriegt, Mädel. Würdest du mir ein paar schöne Baumstämme suchen? Ich mag keine Künstlerin sein, aber auch eine Farmerin wie ich hat ein Auge für Schönheit. Aus Edelkirschstämmen könnte ich sicher einen formschönen Zaun bauen. Ja, mach mal. Aber habe ich leider keine da. Muss jetzt ein bisschen warten. Kannst ein bisschen den Kohl genießen, genau. So. Wie komme ich denn da hoch? So nicht. Ja. So. Moment, da gibt's komische Blümchen. Wie bitte? Als ich im Wald war, bin ich etwas schwerer geworden. Außerdem habe ich Halsweh, also ist mir nach Reden nicht zumute. So.
Okay. Dann würde ich mal sagen, rüstet euch, ihr lieben Leute. Auf geht's. Zack, zack, zack. Und Level 17 geworden. Und du bist auch fällig. So, na, das hat ja gut geklappt. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Holz fällen. Zum Beispiel diese Pinie hier. Und entlasse euch dann in die nächste Folge sozusagen. Ja, da war doch eben noch. Ah. Okay, ist das ein gutes Ding, was wir machen können? Ja, also, dann bis morgen. Morgen machen wir weiter. Tschö. Yay, Baum gefällt.